Schön, also fangen wir nochmal an. Es freut mich mega, dass ich euch heute ein bisschen einen Einblick geben darf in die Arbeit von OM, die ich mache. Ich bin ja eine ausgesendete Missionarin von dieser Gemeinde. Ich werde finanziell unterstützt von der Gemeinde als Ganzes, aber auch von einigen hier privat. Und es ist für mich einfach eine mega Ehre, dass ich diese Arbeit machen darf. Werde ich so unterstützt, auch gerade von euch als Gemeinde. Und die Arbeit, die ich mache oder die OM macht durch eure Unterstützung, ist ja wie auch eine Verlängerung von dem, was ihr tut. Und ein Einsatz von dem in die Welt, den ihr auch gebt. Und darum freut es mich, dass ich einfach einmal wieder einen Einblick geben darf in das Ganze. Wir haben vorhin das Lied gesungen, «What a beautiful name it is, the name of Jesus». Was für einen wunderschönen Namen ist der Name von Jesus. In diesem Lied gibt es einen Wechsel, das heisst es manchmal auch, was für ein mächtiger Name ist der Name von Jesus. Und ich wollte dich fragen am heutigen Morgen, wann hast du zuletzt die mächtige Kraft von Jesus erlebt? Die verändernde Kraft von Jesus, vielleicht in deinem Leben oder im Leben von anderen? Ich wollte euch eine Geschichte erzählen von der Katea. Das ist die junge Frau, die man da sieht, links auf dem Bild. Katea ist in einem ganz armen moldawischen Dorf aufgewachsen, in einer Familie, die von Alkohol und Drogen stark geprägt war. Katea hatte eine Behinderung, das eine Bein, oder hat sie immer noch. Das eine Bein ist kürzer als das andere und durch das hinkt sie. Sie ist oft gecancelt worden und ausgelacht worden von den Leuten im Dorf und ist mit 9 in ein Waisenheim geschickt worden. Und auch dort ist es nicht besser gegangen. Mit 18 ist sie dann von dem Waisenheim weggegangen. In die Hauptstadt, hat dort angefangen, verschiedene Jobs zu haben und hat bis zum Alter von 25 noch nie erlebt, was es bedeutet, eine stabile Familie zu haben. Noch nie erlebt, was es bedeutet, wirklich geliebt zu sein oder Liebe erleben. Das hat sich im 2018 alles geändert. Dort ist eine Freundin von ihr von Italien zurückgekommen und die Freundin hat in Italien Jesus kennengelernt, hat Katea mit in die Kirche genommen und Katea hat auch dort die Liebe von Jesus erfahren und erleben. Hat ihr das Leben Jesus übergeben, ist dann zu einem Kurs gekommen, den OM angeboten hat, wo ihren Glauben wirklich vertieft hat, wo sie auch lernen durfte, wie dass sie jetzt die Liebe nehmen und das nehmen, was sie kennen darf, und diesen Menschen weitergeben im Dorf oder im Land draussen. Sie hat gewusst nach dem Kurs, dass sie wieder zurück aufs Land muss. Sie hat nicht zurück in ihr Dorf wollen, weil das ist ein rechter Schritt. Dort hat sie ja sehr viele schlechte Erlebnisse und Erfahrungen auch gehabt. Ist aber in die Nähe an einer Kirche beigetreten, wo es das OM-Team hatte. Das OM-Team hat eigentlich eine Arbeit anfangen unter älteren Menschen. Ich weiß nicht, wie fest dass ihr Moldawien kennt oder die Situation in diesem Land. Die älteren Menschen in Moldawien, die haben oft fast nichts zu essen. Ihre Rente ist sehr klein. Sie haben meistens auch ihre Familie nicht vor Ort, weil die zurück oder in die Stadt oder in anderen Ländern arbeiten, weil sie in Moldawien kaum überleben können. Und durch das haben sie oft sehr wenig und sehr wenig Hoffnung. Und sie wollten die Arbeit anfangen, um diesen älteren Menschen etwas zu essen zu bringen. Und die Person, die das jetzt anfangen soll, ist dann durch Corona und andere Probleme, die halt passiert sind in den letzten 1,5 Jahren oder 2 Jahren, hat sie das nicht mehr machen können. Und dann sind sie auf Katea zugegangen und haben gefragt, hey, willst du die Arbeit starten? Katea war sehr besorgt, hat gedacht, nein, das kommt nicht gut, ich werde sicher abgelehnt in diesem Dorf. Hat aber dann den Mut gefasst und hat das angefangen zu machen. Und heute, wie man da auf dem Bild sieht, geht sie viele verschiedene ältere Menschen in ihrem Dorf, wo sie aufgewachsen ist, besuchen. In dem Dorf, wo sie so viel Ablehnung erlebt hat, geht sie jetzt regelmäßig älteren Leuten Hoffnung bringen, die Liebe von Jesus weitergeben auf eine ganz praktische Art. Und sogar ihre Mutter, die jetzt noch in diesem Dorf lebt, ist eine der Empfängerinnen von so einem Essenspaket, das sie verteilt, wo Katea regelmäßig besuchen. Das ist die verändernde Kraft von Jesus. Das ist die Kraft, die Katea antreibt, zum Zurückgehen in den Ort, wo sie so viel Negatives erlebt hat. An einen Ort oder mit einer Liebe, die sie jetzt erfahren hat und die darf heraustragen. Und das ist die Kraft, die uns bei OM auch antreibt. Wir sind nämlich eine globale Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern und wir sind vereint, um die Liebe von Gott weiterzugeben, die wir selber erfahren dürfen. Unser Auftrag ist simpel, wir haben es gehört. Wir wollen die Good News, die Phil und Simon uns erzählt haben, davon in die Welt rauszutragen. Die Good News von einer Liebe, die uns akzeptiert und nimmt, so wie wir sind. Von einer Liebe, die aber auch Menschenleben verändern kann. Es gibt die ganz bekannte Stelle in Matthäus 28, die kennen ihr sicher alle. Dort steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern.
Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht hin zu allen Völkern. Es gibt sehr viele Völker in dieser Welt. Weiss jemand, wie viele das sind? Wie viele Völkergruppen? 5000? Hat sonst noch jemand eine Zahl? 7000? Wir sind immer noch zu tief. 17'000 Völkergruppen gibt es in der Welt. Eine Völkergruppe ist bestimmt aufgrund von einer Sprache, die unterschiedlich ist, Dialekt, kulturelle Brüche, ethische Vorstellungen und Trennungen, Sachen, in dem sie das trennt, in dem sie eine Völkergruppe von den anderen. Von diesen 17'000 Völkergruppen, die es gibt, sind 7'400 davon haben noch gar keine eigene Kirche, lokale Kirche oder ethnische Kirche oder so eine kleine, dass es die eigenen Leute, die dort gläubig sind, nicht schaffen, die Good News diesen Leuten weiterzuerzählen. Das sind 43%, ich habe das vorhin schon ausgerechnet, ich bin nicht so schnell in Mathe. Das sind fast 50%, wenn wir es grosszügig aufrunden, von den Völkergruppen, die im Moment keinen Zugang haben zum Evangelium. Und dort drin sehen wir wie OM unseren Auftrag. Wir wollen die Liebe von Gott in diesen Regionen weitergeben, die bis jetzt noch keinen Zugang zum Evangelium haben, die keine lokale Gemeinschaft von Jesus Nachfolger haben, die ihnen das Evangelium effektiv weitergeben können. Oder diesen Leuten, die vielleicht durch lokale oder durch sprachliche, durch kulturelle oder durch geografische Grenzen abgetrennt sind vom Evangelium. Die dritte Gruppe zum Beispiel wären Türken in England oder Syrier in Deutschland oder die Afghanen hier in der Schweiz. Genau zu diesen Leuten wollen wir gehen. Das sind sehr viele Völkergruppen. Es gibt Teile in der Welt, wo die Völkergruppen auch sehr viel mehr auf einem Haufen sind, sage ich jetzt einmal. Das ist nicht unbedingt hier in Europa, obwohl wir dort mit den Flüchtlingen einige wirklich gerade vor unserer Haustür haben mittlerweile. Ein so ein Ort ist die Sahelzone. Die Sahelzone ist ein Gebiet im nördlichen Afrika, südlich von der Sahara. Hat Länder beinhaltet wie Burkina Faso, Niger, Tschad, Sudan, noch ein paar andere, glaube ich. Ich habe jetzt keine Weltkarte da haben wir es nicht drauf. Ich telefoniere in letzter Zeit etwa die mit unseren Mitarbeitern in der Sahelzone, weil wir ein paar Sachen besprechen oder durchgehen miteinander. Und vor ein paar Monaten habe ich die Mitarbeiterin dort am Anfang einfach gefragt, hey, wie geht es, wie ist es so im Leben, wie läuft es? Und ich vergesse es nicht mehr, wie sie mich angeschaut hat und geseufzt hat und gesagt, weisst, das Leben in der Sahelzone ist nie einfach. Das ist wirklich, die Leute dort haben nicht viel, sie leben oft in sehr armen Verhältnissen. Sie sind oft auch von Dürrezeiten geplagt und sehr vielem mehr. Es gibt dort eine Frau, die wohnt im Niger. Die heisst Riha, oder ich nenne sie Riha. Sie ist Hausfrau und sie ist Ehefrau. Sie ist vielleicht nicht eine Hausfrau und Ehefrau wie die Ehefrauen, die hier reinhocken, weil sie ist die zweite Ehefrau von ihrem Mann. Und als sie geheiratet hat, hat die erste Ehefrau, die schon dort war, einen Fluch über Riha ausgesprochen. Und aus diesem Grund ist Riha stumm geworden, gelähmt worden, mit der Zeit so verrückt worden und besessen worden, dass sie sich so nicht mehr im Griff hatte, dass sie von Kopf bis Fuß eingekettet sein musste. 4 Jahre hat Riha so leben. Ihre Verwandtschaft, ihre Familie, die hat ihr ganzes Hab und Gut verkauft, damit sie irgendwie Hilfe holen für Riha, dass sie befreit werden kann, dass sie geheilt werden kann. Sie haben das Geld ausgegeben für traditionelle Töchter, für Spitäler, für sogenannte Marabouts, das sind islamische Heilige, für Zauberer, habe ich glaube noch nicht gesagt, für ganz die vielen verschiedenen Sachen. Sie haben die Hilfe versucht zu holen, die sie können. Nichts hat irgendetwas gebracht und nichts hat sie frei gemacht. Unsere Mitarbeiter haben im Nachbardorf, wo Riha wohnt, angefangen mit verschiedenen lokalen Leuten die Bibel zu lesen. Und der Riha ist in der Gegend recht bekannt worden mit der Zeit, weil das so schlimm war, auch ihr Zustand. Und durch das haben sie von der Riha gehört. Und als sie die Geschichte gehört haben, haben sie gewusst, dort müssen wir hin. Sie sind am gleichen Tag noch dort angereist, sind zu diesen Elternheimen von der Riha und haben gesagt, dürfen wir für die Riha beten. Die Eltern haben gesagt, wir glauben, das ist das Gebet, wo wir darauf gewartet haben. Sie haben dann angefangen, die Riha loszuketten, haben für sie gebetet und die Leute, die zugeschaut haben, dürfen sehen, wie sich die Kraft von Jesus breit gemacht hat in dem Leben der Riha an diesem Tag. Sie sind eine Woche später wieder zurückgekommen. Sie sind mega herzlich willkommen geheißen worden in diesem Dorf.
Weil die Riha war geheilt, die Riha war frei. Es hat mega viele Türen aufgemacht, weil sie so viel haben von dieser Geschichte gehört, dass die Leute Fragen haben. Und an dem Tag, wo sie nochmal zurückgekommen sind, die Woche später, haben sich 8 Leute bekehrt. Und wir dürfen jetzt auch in diesem Dorf zusammen mit verschiedenen Leuten in der Bibel lesen und ihnen mehr von Jesus erzählen. Das ist die verändernde Kraft von Jesus. Es ist aber so, dass mega viele die verändernde Kraft von Jesus nicht kennen. In der Welt gibt es 7,9 Milliarden Menschen. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, das stimmt, hoffentlich stimmt es. 2,2 Milliarden davon haben keinen Zugang zum Evangelium, haben keine Art und Weise, wie sie jemals von der Liebe von Jesus hören können. Das sind 28% der Weltbevölkerung. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Die Zahl von diesen 2,2 Milliarden die steigt pro Tag um 55'000. Das sind die Bevölkerung von Kloten, Bülach und Embrach kombiniert. Noch ein bisschen mehr, wenn wir es noch, müssen es da noch ein bisschen aufrunden. Dann haben wir ungefähr die 55'000. Pro Tag kommen so viele dazu, die keine Ahnung haben von Jesus und der Liebe, die er für uns hat. Das wollen wir ändern bei OM. Unser Ziel ist es, dass wir die Kurve, die im Moment so am Aufgehen ist, ändern können. Dass das runtergehen kann, im Langfristigen oder nur schon mal stabilisieren. Das ist vielleicht mal ein erster Schritt. Für das müssen aber sehr, sehr viele Leute hören, die von dem Evangelium hören, von Jesus hören. Und darum, wenn wir überall in diesen Ländern, in dieser Welt, unter diesen Völkergruppen, unter diesen Leuten anfangen, Bibel zu lesen, anfangen, die Kraft vom Wort ihnen weitergeben. Im letzten Jahr sind 2488 neue Gruppen entstanden. Nicht unbedingt nur durch OM, sondern irgendwie durch Mithilfe von OM. Ihr seht, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Wir müssen noch viel machen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind meine Aufgaben in dem allem hinein? Ich bin ja nicht unbedingt die hier in Afrika ist und mit diesen Leuten geht Bibel lesen. Ihr seht mich ja immerhin bei jeden zweiten Sonntag auf der Bühne. Das wäre ein bisschen schwierig. Meine Aufgaben sind eher ein bisschen im Hintergrund. Und zwar habt ihr schon einige von diesen Sachen, die ich mache, gesehen, obwohl ihr es wahrscheinlich nicht gemerkt habt. Und zwar zum Beispiel die Folie, die ich euch vorhin gezeigt habe, die 28% und die 2,2 Milliarden, die Völkergruppen, die ich vorhin erzählt habe. Das ist alles missiologische Research, nennt man das. Verstehen, was wirklich abgeht in der Welt, in der Mission, in der Missiologie. Und ein Teil meiner Aufgabe ist, das ein bisschen zu verstehen. Die Folie die sieht da mega schön aus und mega simpel und einfach aus. Aber glaubt es mir oder nicht, ich habe mindestens 5 Meetings gehabt, schon, dass die Folie jetzt so dastehen, wie sie ist. Das ist sehr kompliziert, nämlich, wenn man die Zahlen im Hintergrund anschaut. Im Moment arbeiten wir auch noch an einer Weltkarte, wo die 3 Sätze, die wir hier haben, die ich euch vorhin kurz erklärt habe, geografisch darstellen. Das ist auch leider nicht ganz so einfach, weil da gibt es sehr viele Graubereiche, wo wir irgendwie herausfinden müssen, wie können wir das auf eine schwarz-weiß Weltkarte wirklich gut projizieren. Aber die haben wir leider noch nicht fertig. Eine weitere Aufgabe von mir hat mit dieser Folie zu tun, die wir vorhin gesehen haben, die 2488 neuen Gruppen, die wir hier gesehen haben, entstehen. Ich könnt euch vielleicht vorstellen, das ist eine Zahl, die jetzt sehr simpel aussieht, aber die sehr kompliziert ist hinten dran. Ihr seht da schon ein bisschen etwas, was kompliziert ist. Ich habe es sehr schwach gemacht, dass ihr nicht zu fest verwirrt werdet. Die Zahl besteht nämlich eigentlich aus 3 verschiedenen Arten von Gruppen, die alle ein bisschen unterschiedlich definiert werden. Und all die Gruppen die sind in über 80 verschiedenen Ländern, in verschiedenen Projekten, mit verschiedenen Strategien im Hintergrund. Und aus all diesen Gruppen, all die Gruppen die bestehen aus Menschen. Und wo Menschen sind, da ist es nicht immer so einfach und so schwarz auf weiß. Und ein Teil meiner Aufgabe ist es zu verstehen, was geht in diesen Gruppen ab. Was läuft dort, was passiert dort. Und in dem Sinn unsere obersten Leiter zu informieren darüber, zu unserer Organisation auch, dass wir als Organisation können sehen, wie sind wir unterwegs, wo sind wir dran, wo können wir voneinander lernen. Und durch das in dem Sinn mit den Leitern auch im Gespräch sein über das. Ich habe noch mehr Sachen, die ich mache, die ich aber jetzt da nicht zu fest erzählen will, weil ich finde meine Arbeit auch mega spannend, aber ich weiss, wenn ich darüber rede, kann es manchmal ein bisschen langweilig und trocken sein. Und darum habe ich euch einen Freundesbrief geschrieben, die ihn direkt bekommen haben, den glaube am Freitag von mir hoffentlich bekommen. Ich habe aber unten noch ein paar aufgelegt in der Lobby. Also geht doch bitte dort vorbei, nehmt euch einen Freundesbrief mit. Und wenn ihr direkt bekommt in der Zukunft und informiert bleiben, kommt doch auf mich zu und ich nehme euch gerne auf den Verteiler auf. Das
bin ich aber ja nicht alleine, die bei OM arbeitet, sondern es sind 4906 Leute, die letzte Zählung, die uns das ergeben hat, die bei OM arbeiten. Wir haben es vorhin von diesen Gruppen gehabt, die wir wollen, entstehen sehen. Und von diesen Megazahlen von 2,2 Milliarden Menschen, die das Evangelium sollten, wo wir wollen, die Liebe von Jesus weitergeben. Mit 4900 Leuten kommen wir da aber nie hin, oder? Seht ihr das auch so? Genau. Das sehen wir eben auch so bei OM. Und darum ist uns mega bewusst, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, mit Partnern zusammenarbeiten, mit lokalen Leuten zusammenarbeiten. Vor Ort, mit Kirchen, mit anderen Organisationen, weil nur so können wir wirklich erreichen, was wir uns zum Ziel gesetzt haben. Ein so ein Partner ist der Rebin, oder ich nenne ihn den Rebin am heutigen Morgen. Das ist ein lokaler Pastor, der im Nahen Osten arbeitet, in den Flüchtlingslagern. Ich weiss nicht, wie fest ihr die Situation kennt von den Flüchtlingslagern im Nahen Osten, wie fest wie euch die Umstände bewusst sind, aber die Leute die haben null Hoffnung, null Perspektive, kaum etwas zu essen und keine Art, um irgendwie Geld verdienen. Die sind wirklich abhängig davon, dass Leute kommen und ihnen etwas bringen, etwas zu essen bringen. Der Rebin ist einer von diesen lokalen Pastoren, der das treu macht seit Jahren. Er geht in die Lager und er bringt ihnen das Essenspaket. Und wenn er gefragt wird, wer das ihnen das Paket bringt, weil es verschiedene Organisationen gibt, dann sagt der Rebin, das kommt von der Liebe von Gott im Namen von Jesus Christus. Er bringt dir das. Ihm ist es mega ein Anliegen, mit diesen Leuten auch Zeit zu verbringen, mit ihnen zu reden. Und wirklich auch die Liebe praktisch können weitergeben im Alltag. Einfach im Anwesend sein. Vor 10 Jahren hat es in dieser Region noch keinen einzigen Nachfolger von Jesus Christus gegeben. Der Rebin hat in den letzten 2 Jahren alleine 80 Leute taufen in dieser Region. Er gibt sich mega Mühe, die Leute immer wieder auch zum Bibellesen bringen, dass sie wachsen im Glauben, wachsen in dieser Beziehung mit Jesus. Dass er auch Hilfe bekommt mit der Zeit für die Arbeit, die er macht, weil er manchmal recht allein ist. Aber faktisch mega viele von diesen Flüchtlingen, sobald sie die Möglichkeit haben, ziehen sie weiter. Und das ist leider auch die Tatsache bei ihm, was ja auch verständlich ist. Aber er gibt nicht auf und darum, wenn er daran denkt, bittet um Kraft für den Rebin. Er ist einer von diesen Partnern, die wir haben, wo wir zusammenarbeiten, wo wir unterstützen können in dem, was er tut, wo wir da sein für ihn. Ein weiterer Partner ist eine junge Familie in der Mekong-Region. Der Mekong ist ein Fluss, der in Südostasien durchfließt. Das sind Länder wie Kambodscha, Laos, Vietnam, Myanmar, China und Thailand, wo der in dem Sinn so angrenzt. Ist ein Fluss, der mega viel Leben bringt in diese Länder, weil er Wasser bringt in diese Länder. 70% der Menschen in dieser Region sind Buddhisten. Und im Buddhismus ist es ein bisschen so, dass das mega schnell verhängt ist mit der Kultur und durch das viele Buddhisten glauben, traditionelle Buddhisten, dass wenn sie den Buddhismus verlassen, dann verlassen sie ihre Kultur. Dann lassen sie das hinter sich, was sie kennen. Und durch das ist das ein Identitätsverlust, den sie haben, wenn sie Jesus anfangen nachfolgen. Durch das ist es mega schwierig, dass wir als Fremde dort ankommen und ihnen von Jesus erzählen, weil das mega schwierig ist, um die ganze Identität aufzugeben. Und so haben wir angefangen, lokale Leute auszubilden, um wirklich rauszugehen und diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Eine so eine junge Familie haben wir gehabt, die nachher rausgegangen ist in eines der Dörfer ganz allein und sie hatten einen mega schwierigen Start gehabt. Sie sind nicht akzeptiert in diesem Dorf aufgrund von ihrem Glauben. Haben ihr das Beste gegeben in diesem sehr isolierten Dorf, wo man nur zu Fuß angekommen ist. Aber haben sehr einen schwierigen Stand gehabt. Sie haben dann ein kleines Baby bekommen. Mit 4 Monaten ist das Baby mega schwer krank geworden. Und währenddem sie sich noch überlegt haben, ob sie zurück in die Hauptstadt gehen, dass sie ins Spital kann, ist das Baby gestorben. Und sie haben mega überlegt, was sie jetzt machen sollen. Sollen sie eine christliche Beerdigung haben? Sollen sie zurück in die Stadt? Sie haben gewusst, dass sie das schwere Erlebnis, den Schicksalsschlag brauchen wollen, um das die Türen aufmacht in diesem Dorf. Und aus diesem Grund haben sie sich entschieden, dass sie das Baby buddhistisch beerdigen. Das bedeutet auch, dass ein buddhistischer Mönch die Zeremonie gemacht hat. Weil das wird die Brücke schaffen. Weil das ist die Art, wie die Dorfbewohner dort verstehen, wie man so etwas macht und wie man Trauer so verarbeitet. Das hat Türen aufgemacht für die Dorfbewohner.
dass sie für die Familie da sein können in dieser schweren Zeit. Und das hat mega viele Türen aufgemacht in diesem Dorf. Nur schon der Fakt, dass sie dort geblieben sind. Trotz dieser Schwierigkeiten. Und sie haben dann ein Stück Land bekommen mittlerweile in diesem Dorf. Sie haben mega viele Beziehungen. Sie sind dort und akzeptiert. Und ihre Arbeit ist mega am Aufblühen. Oft ist es nur unsere Anwesenheit, die es braucht. Dass wir die Liebe von Jesus weitergeben können. Mega oft sind es mega kleine Sachen, kleine Gesten, die es braucht. Dass wir zeigen können, dass Jesus sie liebt. Bei einem Mitarbeiter in Nordafrika hat das ungefähr so ausgesehen. بعد الخدمة في كل شهر عندنا أسبوع بنخدم. ففي حتة اسمها 6 أكتوبر بنروح نخدم فيها. أعرفها. برضه كان في مساعدات للمسلمين هناك. ففي واحد هو مسلم بحت يعني هو من منطقة سايز دارفور. فهو راح من السودان لمصر عشان يتعالج. فكان مرات في يوم طبي للمدرسة والمساعدات. فإحنا ساعدناه وهو بيستغرب لأنه في واحد هناك معنا في الخدمة اسمه أبو القاسم رحنا معه أخذ المساعدات والحاجات حتى اداه فلوس عشان يتعالج وهو استغرب قال اللي انتوا عملتوه معي أنا طلبت مشيت حتات كثير للمسلمين وطلبت منهم مساعدة مش بيساعدوني وهو بيقول إنه لو الكفار بيعملوا معي كده الناس اللي بيقول عليهم كفار وبيقول بنفسه أنا من اللي عايز أبقى كافر لو هو بينبسط جدا فحتى قال يعني بعد ما احنا جينا في السنه الثانيه رجعنا سالنا لقينا انه هو قبل ربنا. Es war ein kleiner Akt, den sie gemacht haben, wo sie dem Mann einfach die Medizinkosten übernommen haben. Ein kleiner Akt, der praktisch die Liebe geben, die Liebe zeigen, die Jesus hat für sie. Oft braucht es nicht viel. Von diesen 2,2 Milliarden, die wir vorhin davon hatten, sind es 82%, die persönlich keinen Christ kennen. 82%, die niemand kennt auf dieser Welt, die kann die Liebe ihnen weitergeben, von dieser Liebe erzählen, die kann die Hände und Füße von Jesus sein, hier auf dieser Erde. Wir alle sind Träger von dieser Liebe. Wir kennen die Liebe. Wir haben sie erfahren in unserem Leben. Ich hoffe, ihr habt sie erfahren in eurem Leben. Und das ist das, was uns antreibt. Die Liebe, die wir kennen dürfen. Die Liebe, die wir erfahren dürfen, wie es im 1. Johannes 4, Vers 19 steht. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen rausgehen und die Liebe weitergeben. Nicht, weil das ist, was ein guter Christ macht. Sondern weil es das ist, was wir erleben dürfen. Weil wir dürfen eine Hoffnung haben in Jesus, die andere Menschen nicht haben. Es gibt im 1. Mose 11 eine Geschichte. Die kennen das sicher alle. Das ist der Turmbau von Babel. Das ist so eine schöne Sonntagsschulgeschichte. Menschen sind zusammengekommen und haben entschieden, wir wollen einen Turm bauen. Einen Turm, der bis in den Himmel hochgeht. Sie haben dann angefangen zu bauen. Der Herr ist gekommen, der hat die Stadt angeschaut, wo sie dort am Bauen waren. Der hat den Turm gesehen und hat festgestellt, hey, wenn die Menschen so vereint zusammen arbeiten können, dann können die mega viel erreichen. Wisst ihr, was hat er gemacht? Er hat Sprachverwirrung geschickt. Er hat entschieden, wenn sie nicht mehr kommunizieren miteinander, wenn sie nicht mehr vereint zusammen an dem Turm arbeiten können, dann werden sie das nicht erreichen. Und so haben wir heute all die Sprachen und all die Völkergruppen auf dieser Welt. Das, was uns vereint, ist die Liebe von Jesus. Im Johannes 13, Vers 35 steht, man wird uns daran erkennen, weil wir Liebe untereinander haben. Die Liebe, die uns verändert, die Liebe, die Menschenleben verändern kann, die sind wir aufgerufen zum Weitergeben, zum diesen Menschen weitergeben, die sie nicht kennen, die sie nicht haben. In unserer Welt gibt es so viele verschiedene Meinungen, so viele verschiedene Stimmen und es kann sehr verwirrend sein manchmal. Und es wird immer schwieriger, zum wirklich zu wissen, was ist das Richtige.
Aber wir haben etwas, das uns alle vereint. Und das ist die Liebe von Jesus. Und wenn wir uns vereinen lassen von dieser Liebe, dann können wir Grosses tun. Dann können wir Türme bauen, die bis in den Himmel schauen. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Und Satan weiss das. Satan kommt zum Stellen und zum Zerstören und zum Vernichten. Und die Einheit, die wir haben in dieser Liebe von Jesus, die will er zerstören. Wir lesen im 1. Petrus 4, Vers 7 bis 10. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wir kommen am Ziel immer näher. Niemand weiß, wer es ist. Und was näher wirklich bedeutet. Was bald bedeutet, das tolle Wort bald in der Bibel, wo Jesus immer mal wieder sagt, ich liebe es. Aber wir wissen, das kommt immer näher. Je mehr Zeit vergeht. Und wir haben auch immer mehr Verwirrung in dieser Welt. Immer mehr Stimmen. Immer mehr Meinungen. Jeder kann ins Internet gehen und seine Meinung erzählen. Und man kann sie alle finden. Lass uns das nicht abhalten, zum Verein sein in dieser Liebe, die wir haben in Jesus. Lass uns das nicht abhalten, zum wachsam sein miteinander, zum Betten miteinander, zum Einstehen füreinander, zum füreinander da sein, zum gastfreundlich sein. Wir haben alle Ressourcen bekommen in unserem Leben. Wir haben Gaben bekommen, wir haben Sachen in unserem Leben, die wir weitergeben können. Und im 1. Petrus da steht, wenn wir diese Sachen weitergeben, dann sind wir gute Verwalter von dieser Gnade, die wir haben. Die Gnade, die wir alle haben dürfen erleben. Und darum wollte ich dich fragen, was sind deine Gaben? Was sind deine Ressourcen, die dir gegeben sind? Was sind die Geschenke, die du hast in deinem Leben, die du weitergeben kannst? Wo ist die Liebe in deinem Leben, die du den anderen Menschen weitergeben kannst? Wo hast du Gnade erfahren? Du kannst jetzt Gnade ausleben. Das Ende ist nahe. Es gibt immer mehr Verwirrung. Und mega oft haben wir eine gewisse Vorstellung, wie das die verändernde Kraft von Jesus aussehen sollte. Wie das die Liebe aussehen sollte, die wir ausleben. Und was Gott sollte tun. Aber manchmal ist es nicht immer das, was wir uns vorstellen. Es gibt Zeiten, da ist es nicht das, sieht es nicht so aus, wie wir denken, dass es sollte sein. Und das Gott, das ist ein Leiter, den wir haben in Skandinavien, der erzählt uns jetzt von einer Geschichte, wo das nicht so ausgesehen hat. You know, in OM we talk about transformation. And a lot of that time, the transformation actually is transformation of our own heart rather than the transformation outside. I remember Cheryl, who was working in this village where, and with this particular one woman who was disabled. And this young woman fell into a well, and Cheryl came across her and tried to revive her and was using artificial respiration. And as she was trying to bring her back, she was playing, God, show up, come, help me, help me. And she kept working and working, and the young woman passed away. And that night, Cheryl was just full of anguish and disappointment in God. God, why didn't you show up? And she
she called her father, who was a pastor back in her home country, and she said, Dad, you know, I'm just so disappointed. God didn't show up. I don't understand. And her father said, honey, don't you know that when you showed up, God showed up? When you showed up, God showed up. Wenn du auftauchst, taucht Gott auf. Wir alle haben Jesus. Wir haben eine Liebe, die andere Menschen nicht haben. Wir haben eine Hoffnung, die andere Menschen nicht haben. Danke vielmals. Manchmal heisst es, die Liebe weiterzugeben, die Liebe auszuleben, nicht um mega grosse Taten. Sehr oft heisst es einfach, aufzutauchen. Wo ist es dran, dass du auftauchst?